Herzlich willkommen an diesem Ostersonntag zu unserem ICF Musical Outsider. Frohe Ostern allerseits. Mega schön hast du heute eingeschaltet. Ja. Ich bin Daniel und mit mir im Studio ist die Janice Braun. Es ist so schön, bist du da. Auch gerade wenn du das erste Mal da bist, herzlich willkommen in unserer ICF Family. Es ist schön, mit dir zusammen heute das Musical zu feiern. Vielleicht bist du jetzt eben da zum ersten Mal, weil dich jemand eingeladen hat. Vielleicht aber auch bist du schon zigmal hast du das Musical erlebt und du hast riesige Vorfreude und riesen Erwartungen. In diesem Fall lade ich dich ein. Überleg doch kurz, wem kannst du diesen Link zusehen? Ja. Es war noch nie so einfach, jemanden einzuladen ins Musical. Keine Anfahrt. Kein Anstehen, beste Plätze, ja, beste Sicht. Absolut, so ist es. Und wir freuen uns auch, wenn du dabei bist. Du darfst im Chat kommentieren, schreib von wo du bist. Wir sind hier in der Samsung Hall in Zürich. Auf der Tribüne? Auf der Tribüne, egal wo du bist. Es nimmt uns Wunder. Schreibt im Chat miteinander. Das ist so, wie wir die Community feiern. Und wir verschenken auch heute eines dieser wunderbaren Musical-Shirts, wo dich eine Erinnerung gibt an dieses Musical, vielleicht was du erlebt hast an diesem Musical. Also während der ganzen Zeit kannst du im Chat schreiben, wieso du so ein Shirt haben möchtest. Und die Chat-Hosts werden den Gewinnern dann bekannt geben im Chat. It's gonna be good. Was dich erwartet in der kommenden so ungefähr Stunde, ist ein Musical mit wirklich Tanz und Musik und unglaublichen Bühnen, Shows und Bildern. Es ist wunderbar. Viele Tiefgang, Message von Leo. Ein Bouquet, Feuerwerk von Kreation. Janice, wie entsteht dann so ein Musical im ICF? Ich habe für euch das Buch dabei, wie solche Szenen entstehen. Da muss man Close-up, das ist amazing. Es ist unglaublich, die schönen Zeichnungen, wie die einzelnen Szenen hier einfach geträumt werden, noch auf Papier, zuerst mit Bleistift, dann in Farbe. Und so wird das dann auf die Bühne gedacht und geträumt und das finde ich unglaublich inspirierend. Und das Krasse ist, das sind wirklich Laien, Volunteers, die ihr Bestes reingeben. Und das bewegt mich immer wieder. Was kann passieren, wenn eine Gruppe von Leuten ihr Bestes reingibt für ein gemeinsames Ziel? Und das sehen wir heute an diesem Musical. Unglaublich. Und dann, mich nimmt es Wunder, wie lange sind Sie schon am Vorbereiten, am Proben? Ich glaube, das sind schon sehr lange. Wir wollten eigentlich dieses Musical durchführen im letzten Jahr und Corona hat uns einen Strich durch die Rechnung gezogen. Aber wir haben gesagt, dieses Thema ist so entscheidend und vielleicht sogar noch relevanter jetzt als vorher und dann freuen wir es jetzt durchzuführen. Und für dieses Musical wurde sogar extra ein Song geschrieben von Dave Cool. Du kannst den downloaden, wo du willst. Everything Changes von Dave Cool. Und es ist wirklich unglaublich, wie viel das da investiert wurde. Ich verabschiede, ich gehe mal runter, ich zeige euch noch mehr von der Bühne. Ich schicke dich los. Und wir tauchen zusammen noch tiefer in die Inhalte des Musicals ein. Und zwar baut dieses Musical auf zwei Bibelgeschichten auf. Einerseits vom Zachäus. Wenn dir das nicht sagt, voll okay. Das ist so ein Typ, der war sehr reich, aber auch sehr einsam und Jesus begegnet ihm. Und auch die Frau am Brunnen war eine Frau, die eine Begegnung hatte mit diesem Jesus. Und ich finde es immer wieder beeindruckend, wie sehr dass diese Geschichte aus der Bibel in unsere heutige Zeit hineinversetzt werden. Und dieses Musical bringt auch sehr viel Tiefgang und sehr viel auch Schwere mit sich. Wir halten das mal zusammen aus. Und für das möchte ich dir so eine kleine Triggerwarnung geben, wenn diese Themen für dich persönliche Berührungspunkte haben, dass du weißt, auf was du dich einstellen kannst. Es werden Themen thematisiert wie Mobbing, ist ein sehr großes Thema im Stück, aber auch Suizid und Betrug werden dargestellt. Und ich finde es wichtig, dass du dich auf das einstellen kannst, auf das einlassen kannst. Und ich glaube, es ist kein Zufall, dass du heute da bist und zuschaust, sondern vielleicht möchte einfach Jesus gerade in diese schwierigen Themen dir Hoffnung schenken, dir eine Perspektive schenken. Und gemeinsam tauchen wir ein in diese Zeit und halten das mal gemeinsam aus, diese Schwere. Und dann erleben wir gemeinsam auch wieder neue Freude. Wir feiern das gemeinsam und steigen einfach so ein in diese Osterzeit, die jetzt schon fast vorbei ist, feiern wir nochmals diesen Jesus. Und zuerst gibt es noch ganz viele verschiedene Einblicke für dich behind the scenes.
Ja, Janice, es läuft bei mir. Ich bin da direkt in der Halle. Rund um mich herum sind wunderbare Kameras. Da läuft vieles auf der Bühne. Da läuft ein Dreirad. Einfach so, es läuft bei mir da. Die Leute, die Zuschauer sind ready. Voller Erwartung. Seid ihr voller Erwartung? 100%, jawohl. Ihr seid da wundervoll, schön, genug früh, schön. Ich wünsche euch ein wunderbares Musical. Ich nehme auch ganz kurz mit, liebe Online-Zuschauer von der ganzen deutschsprachigen Welt. Schön seid ihr dabei. Das ist diese Bühne, wo eigentlich alles wird stattfinden. Und das ist wirklich so eine Welt, die wir kreieren möchten, wo wir eintauchen in die Welt von Zack. Und wir haben hier die Altbauwohnung, wir haben den Spielplatz von Zack und seinen Freunden. Das ist ein Baum, der wurde in Handarbeit über Monate selber gebaut. Also das ist unglaublich. Wir haben die LED-Wand, welche uns eintauchen wird in eine ganz verschiedene Welt. Wir haben einen Stadtpark zu meiner Linken und noch ganz kurz, das möchte ich noch zeigen, die Band. Liebe Freunde, die Band, die ist hier live, alles live eingespielt. Also all diese Hits, die ihr hören werdet, das sind Live-Hits von unserer Band eingespielt und ich freue mich riesig auf das. Also ihr könnt euch wirklich eintauchen in eine Welt von Zack, wie es vielleicht in München, Berlin oder Zürich sein könnte. Und somit gebe ich dir zurück ins Studio, Janice. Danke für den Einblick in diese Welt und ich zeige euch jetzt, wie so eine Welt entsteht. Ich bin fasziniert von auch diesen wunderschönen Zeichnungen. Hier entstehen die einzelnen Elemente, die dann auf der Bühne während der Show zu sehen sind. Diese Elemente werden dann auf Papier zu einer Welt, zu einem Bühnenbild, zu einer ganzen Welt, wo die Crew eintaucht. Und so sieht das auf Papier aus und ihr habt gerade eben gesehen, wie das dann effektiv auch auf der Bühne aussieht. Auch das Buch haben wir schon zusammen angeschaut, wo die einzelnen Szenen auch gezeichnet werden und ich bin besonders beeindruckt, dass dieser Baum und all das, was da ist, das sind Leute, die das in unserer Werkstatt bauen und sich da investieren. Es sind so unglaublich viele verschiedene Teams, die ein solches Musical für uns möglich machen. So viele kreative Menschen, die sich eindenken, die ganz verschiedene Dinge beleuchten und ermöglichen. Und ich darf einige Freunde von mir auf der Bühne heute sehen und für das bin ich richtig begeistert. Und wenn du dich fragst, wie das in dieser speziellen, herausfordernden Zeit möglich ist, wir halten uns an das Schutzkonzept vom Theaterverband für Bühnenshows. Das ist wichtig, dass alle diese Proben immer mit Masken stattgefunden haben und heute dürfen wir die meisten die Maske weglassen, wenn sie auf der Bühne die Show für uns machen. Aber auch hier ist das Schutzkonzept immer gehalten. Und jetzt zu einem ganz speziellen Team Behind the Scenes, Back to Dan. Genau, Janice. Ich bin hier im zweiten Untergeschoss der Samsung Hall, genau genommen im Eingang vom Video-Control-Raum, den Dreh- und Angelpunkt, wo all dieses Material, Video, Ton, kommt zusammen, wird zusammengemischt, bereitgestellt, dass wir zu Hause das beste Signal, das beste Bild, der beste Ton haben. Komm mal rein, diese wunderbaren Männer und Frauen, seid hier alle ready für die heutige Show. Raffi, das Mikrofon ist für dich, du bist unser Regisseur. Ganz genau. Du bist am Videoschnittpult. Erklär uns ganz kurz, uns Laien zu Hause, was sehen wir uns hier eigentlich da? Ja, gerne. Eben, Video Control Room. Hier schneiden wir alles, was es für den Livestream braucht. Und vielleicht zum einen Überblick geben, wir starten mal, wir haben hier vorne die Übersicht von den verschiedenen Kameras. Wir haben jetzt bei diesem Setting haben wir 7 Kameras im Einsatz. Ist das mehr als normal? Das ist ein bisschen mehr als normal. Ja. Und dann hier an diesem Mischpult kann ich dann effektiv die Live-Schnitts machen und dann haben wir hier weiter vorne haben wir die Color Correction, sodass die Bilder alle gleich aussehen und schön aussehen. Und dann auf der rechten Station hier stellen wir das Ganze sicher, dass es auf YouTube rauskommt. Also wenn ich hier da an den falschen Knopf drücke, sind wir weg, hä? Ja, machen wir nicht. Dann haben wir Black. Das war schade. Hey, also Raffi, mega stark, aber jetzt zu einem normalen Sonntag brauchen wir das ja auch. Was ist jetzt anders von einer Sonntag-Celebration zu einer Musical Celebration?
eine Musical Celebration ist viel, viel komplizierter. Und es passiert ganz, ganz vieles gleichzeitig. Und deswegen haben wir ein sehr, sehr detailliertes Skript, in dem wir für jede Sekunde planen, was wollen wir filmen, was wollen wir zeigen. Wir haben so ein detailliertes Excel-Sheet, das beinhaltet rund 1000 Zeilen. Und da haben wir wirklich für jede Szene definiert, welcher Cam Operator welche Aufgabe hat und wie wir das schneiden wollen. Also wenn ihr denkt, in dieser Szene möchten wir diesen schönen Close-up von diesem der Gesichtsausdruck, dann ist habt ihr es geplant. Ist das geplant, ganz genau. Und übt ihr das? Ja, genau. Also wir haben die letzten Wochen und Monate haben wir einen Plan erstellt, wie wollen wir das filmen. Und letzte Woche und die letzten Tage haben wir bei allen Proben mit den Kameras mit dabei gewesen, haben das durchgemacht und haben jetzt bereits schon einen sehr guten Schnitt. Das beeindruckt mich, weil ich sehe, das logisch, das Üben der Crew, das kann man da so voraussetzen, aber dass ihr auch das so übt, das beeindruckt mich einfach gewaltig. Also danke vielmals für euren riesen Einsatz. Ich weiß, da sind ganz viele Volunteers da, gell? Ja, ganz genau. Also es sind eigentlich fast nur Volunteers hier und ich finde das auch so stark, weil dann bringen wir auch ganz viele verschiedene Exzellenzen zusammen. Hey, danke vielmals. Danke für deinen riesen Einsatz, Raffi. Gerne. Ich hoffe, ihr hattet einen guten Einblick und ich gebe somit zurück zu dir ins Studio, Janice. Danke, Dan. Nach all diesen Einblicken freue ich mich auf das Musical. Wir sind in den letzten Momenten vor dem Start. Und falls du jetzt erst zugeschaltet hast oder schon von Anfang an dabei bist, möchte ich dir sagen, ich glaube, es ist kein Zufall, dass du heute hier bist. Es werden dich wirklich berührende Momente erwarten. Lass dich darauf ein, auf die ganze Show. Hol dir jetzt noch ein Getränk, wie ich hier mir diesen Sirup gegönnt habe. Mach es dir bequem, lass dich ein auf das volle Erlebnis. Vielleicht kannst du das Licht dunkel machen, damit der Bildschirm noch heller leuchtet, die Farben noch besser sind. Du kannst den Ton sogar über die Boxen laufen lassen von deinem Fernsehen. Nutz der größte Bildschirm, das du hast, dass diese Szenen so beeindruckend bei dir ankommen, wie sie geschrieben sind. Ich glaube wirklich, dass dieser Morgen heute einfach berührend und begeisternd ist für dich und einfach dieser Tiefgang, diese Liebe, diese Faszination bei dir im Wohnzimmer zu Hause ankommt oder wenn ihr gemeinsam eine Watchparty macht, ihr das gemeinsam feiern könnt. Darum hol dir noch einen Snack, mach's dir bequem und lass dich ein einfach auf dieses beeindruckende Musical. Ich persönlich kann mich noch genau an das erste Musical erinnern, das ich jemals vom ICF schauen durfte. Noch in einem ganz anderen Gebäude, als wir hier heute sind, in der Samsung Hall. Aber es hat mich so berührt und auch der Input von Leo, die Worte haben mir damals so ins Leben gesprochen. Und das erwarte ich auch für heute, das erwarte ich auch für diesen Morgen mit dir, wenn wir gemeinsam dieses Musical schauen und feiern. Dass die Worte, die Szenen genau für dich geschrieben sind und einfach dir ins Herz sprechen. Darum entscheide dich, öffne dein Herz, lass dich darauf ein und ich sage dir, du kannst Großes erwarten. Die Kombination von Professionalität, Leidenschaft und Freude heute Morgen ist beeindruckend und ich kann es wirklich kaum glauben, wie viele Volunteers sich investieren, um das möglich zu machen. Ich schaue in so viele Kameras, ich habe so ein unglaublich schönes Online-Studio, wie ich noch nie erlebt habe und ihr zu Hause habt den perfekten Schnitt, um das ganz genau bei euch einfach rüberzubringen, was dieses Musical auszusagen hat. Und ich freue mich von ganzem Herzen. Wir sind wirklich kurz davor, einzusteigen in das Musical. Und jetzt kommt der Moment, wir schalten in die Halle und sind bereit dafür, dass die erste Szene schon bald beginnt. Hier ist die Stimmung gepumpt, alle sitzen schon fest, alle sind bereit für das, was passiert. Und ich habe gehört, dass die Leute jetzt hinter der Bühne noch die letzten Wärmeübungen machen, damit sie die Bühne stürmen können für unser Erlebnis. Und darauf freuen wir uns von ganzem Herzen. Bald geht es los und ich schicke euch für den Start in die Hall.
Hey, Alex. Hey, Marvin. Hey, Alex. Hi. Ja, gleichfalls. Hey. Hallo. Hey, Alex. Hast du es schon gehört? Nee, was? Er kommt in unsere Stadt. Wer? Ja, ihr. Er ist ein echter Star. Wir brauchen unbedingt ein Selfie mit ihm. Lass uns eins machen. Jetzt ein Selfie. Ah, das will doch jeder. Das ist doch nur mal wieder ein Riesenhype. Alex, du bist doch bloß eifersüchtig. This is the ice cold Michelle fight for that white gold. This one for them hood girls, them good girls. Straight masterpiece, styling, violent, living it up in the city. I got Chuck's on with Saint Laurent. Gotta kiss myself, I'm so pretty. I'm too hot, hot damn. Call the police and that fireman. I'm too hot, hot damn. That a dragon wanna retire, man. I'm too hot, hot damn. Say my name, you know who I am. I'm too hot, hot damn. Got my bad break, the money break it down. Girls hit you hallelujah. Girls hit you hallelujah. Girls hit you hallelujah. Cause Uptown Funk gon' give it to you. Cause Uptown Funk gon' give it to you. Cause Uptown Funk gon' give it to you. Saturday night and we in the spot. Don't believe me, just watch. Come on. Don't believe me, just watch. Come on. Don't believe me, just watch. 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 Hey, hey, hey. Uptown funk you up. Uptown funk you up. Say what? Uptown funk you up. Uptown funk you up. Uptown funk you up. Uptown funk you up. Say what? Uptown funk you up. Jenny, es hat viel zu viele Leute. Zack, halt. Wir müssen zu ihm. Entschuldigung, dürfen wir hier durch? Jenny? Schau mal einen an. Zack ist auch hier. Vergiss es, du Zwerg. Du kommst nicht zu ihm. Zieh's ab. Ja. Abschneiderhals. Halsabschneider, meint er. Ja. Du bist eine blutsaugende Zecke. Mit so Typen wie dir will er ganz sicher nichts zu tun haben. 100 Pro. Mit dir will gar niemand etwas zu tun haben. Das war schon immer so und wird auch immer so bleiben. Los! Ah! Er kommt! Ah! Ah! Du bist! Hey, Alex. Ich glaube, das ist sein neuer. Hallo zusammen, ich bin Zack. Darf ich auch mitmachen? Vergiss es, du Zwerg! Nur ein Mädchen basteln. Zwischab, Warum? das ist unser Platz. Darum, du Brillenschlange. Was ist so, lieber? Es ist auf der Treppe, wo die Hunde immer hinpissen. Alarm! Es ist seucht. Er strahlt! Zieht eure Gasmasken an. Ah! Ah! Alarm! Ah! 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 Ey, sie finden sich nur cool. Ich finde sie so doof. Ich bin Jenny. Ich bin Zack. Willst du mir helfen? Okay. Ich mach Sirup aus Maulbeeren. Freche Idee. Aber cool. Wer bist denn du? Der Gärtner, Schreiner, Allrounder. Hat sich mein Vater angestellt? Dein Vater. Ja, dem gehört die ganze Siedlung hier. Wow. Wow.
Aber zu deiner Frage, nein, ich mache das freiwillig. Und übrigens bin ich auch Sirupmacher. Fresh. Ja. Apropos fresh. Minze für den Sirup. I had a dream so big and loud. I jumped so high, I touched the clouds. Whoa, oh, 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 oh. Whoa, oh, 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 oh. I stretched my hands out to the sky. We danced with monsters through the night. Whoa, oh, 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 oh. Whoa, oh, 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 oh. I'm never gonna look back. Whoa, never gonna give it up. No, please don't wake me now. 2, 3, 4. This is gonna be the best day of my life. My life. I hear it calling outside my window. I feel it in my soul, soul. This is gonna be the best day of my life. My life. This is gonna be the best day of my life. My life. Okay. Jetzt fehlen uns nur noch die Kunden. Probiert erst mal selber. So lecker. Das ist ein richtiger Zaubertrank. Du hast Durst. Da muss ich keine Angst mehr haben vor den Großen. Aber vor meiner Mutter. Deine Mutter? Meine Mutter. Ihre Mutter. Mädels? Was macht ihr da? Oh, Jenny, du bist da. Hallo. Drei, vier, fünf, sechs. Wow, das ist deine Mutter. Cool. Ich finde es echt ein bisschen übertrieben. Was macht ihr da, Kinderchen? Sirup? Frau, wollen Sie probieren? Sirup, was ist das? Eine Art Wodka. Oh, Wodka bedeutet auf Deutsch übersetzt Wässerchen. Und unser Sirup hier ist ein Wahnsinnswässerchen. du bist ein schlauer kleiner Fuchs. Oh, nicht schlecht. Macht 20 Rappen. Okay. Kannst du schnell halten, danke schön. 20 Rappen. Kannst mehr verlangen. Meine Mutter hat Kohle. Okay, 20 Franken. Was? Das ist
glaube ich, ein bisschen zu viel. Okay, 2 Franken. 2 Franken. Das ist gut. Und einen Franken fürs Depot vom Glas. Oh, ein Geschäftsmann bist du auch. Du gefällst mir. Danke. So ein knuffiger Junge. Komm zu Svetlana. Ich spendiere eine Runde. Oh mein Gott, hier ist das Geld. 40 Franken. Ja, Moment, schnell. Hier. Dankeschön, dankeschön. Und hier. Dankeschön. Nestorovje! Nestorovje! Dann beantragen Sie eine Nutzungsänderung für dieses Fabrikgelände Sapperlot. Hier müssen Wohnungen hin. Kuschelbärchen! Schatz, Hallo. nenn mich in der Öffentlichkeit nicht Bärchen. Echt? Okay, mein schnuckeliger Hanspi. Dieser junge Mann, wie heißt du nochmal? Eigentlich Zachäus, aber alle nennen mich Zack. Zecke? Zack! Oh, Hans-Peter. Mein großer sibirischer Säbelzahntiger. Dieser Junge macht sensationelle Limonadewässerchen und macht damit Geld. Schau. Machst Gut du so. Check, Hanspi? Okay. Jenny, in 30 Minuten bist du zu Hause, okay? Mädels, wir gehen. Wow. Gutes Produkt. Guter Deal. So einen Sohn habe ich mir immer gewünscht. Sapperlot. Sorry, dass ich ein Mädchen bin, Papa. Jenny hat Idee und wir haben Idee? Idee, wen interessiert's? Es ist das Geld. Du hast jetzt die Kohle in der Tasche. Hm? Mach weiter so. Jenny, jetzt wäre ich dann ganz schnell groß und verdient ganz viel Geld. Und dann baue ich damit ein Haus. Wenn du willst, kannst du auch bei mir wohnen. Aber dann müsste ich heiraten. Ja, ich überleg's mir. Welche Hand willst du? Wow, wo hast du die? Selbst gemacht. So etwas Schönes habe ich noch nie bekommen. Danke. Hey, Zwerg! Wir haben dir doch gesagt, du sollst verschwinden! Unser Baum. Los, runter. Los, kommt! Aber der Baum gehört doch Jennys Vater. Halt dein Maul, Zwerg! Alex, jetzt mach mal halblang, sonst gibt's eins in die Glocken. Ah, ja. Sonst noch was, Jenny? Sonst noch was, Jenny? Hey! Was? Wo sind sie? Los! Sucht sie! In this context, there's no disrespect, so when I bust my rhyme, you break your necks. We've got 5 minutes forced to disconnect from all intellect, collect the rhythm effect, to lose your inhibition, follow your intuition, free your inner soul and break away from tradition. Cause when we eat out, girl, it's proving, you wouldn't believe how we wow it. Burn it till it's burned out, turn it till it's turned out, acting up from northwest, east, south. Everybody, everybody, let's get into it. Get stupid, get it started.
Hausaufgaben? Haben wir schon gemacht. Lügt mich nicht an, Kinderchen. Und was ist mit Jenny? Was ist mit Jenny? Oh, Jenny, ab nach Hause. Der Russischlehrer wartet schon. Danach hast du Ballett, Schwimmkurs und um 19 Uhr Violinestunde. Dann Frühenglisch, Förderkurs Mathematik, Malen für Kinder und Knieke. Klatsch noch einmal und ich stecke dich ins Synchronschwimmen mit 1000 Mädchen. Amarsch, Käsegesicht! Jenny, du Wunderschöne. Ja, wir müssen gehen. Komm, was hast du da? Ich glaube, dir wird heute nicht mehr langweilig, Jenny. Ciao. Ciao. Ich hätte auch gerne jemanden, der mit mir Hausaufgaben macht. Never could imagine the way the story happened. You were someone new. Used to be a focus. Now you don't even notice when I leave the room. You weren't even trying to make me jealous, but you can't help it. No, you can't help it. And it kills me to know that you found somebody to love, somebody to love. Tell me, how can I go on without somebody to love, somebody to love, somebody to love? Somebody to love. And it kills me to know that you found somebody to love, somebody to love. Tell me, how can I go on without somebody to love, somebody to love, somebody to love? Los, geht an die Party. Jenny, was soll ich dort? Mich begleiten. Und dann hängst du eh wieder nur mit den anderen Jungs rum. Alter, was geht hier ab? Endlich darf ich bauen, Sapperlot. Auf unserem Gelände? Euers? Meins. Aber Dad, das kannst du doch nicht machen. Herr Müller, Hallo? sind Sie schon hier? Ich komme. Ja. Gleich beim Eingang links, jawohl. Sehr gut. Ich glaube, dein Vater hat keine Freude an der Party auf seinem Gelände. Ist mir doch scheißegal. Jetzt erst recht, ist immer noch unser Revier. Hey. Hey, Alex. Alles klar. Hey, Alex. Hallo. Hi. Willkommen auf unserer Party. Ja, Mann. Genieß als erstes Sebi mit seinem Sebi? Lieblingssong. Think I will
sorry. Normalerweise kann ich das besser. Das Mic ist scheiße. Mic to drop. Seppi? Kumpel, komm mal zu den Coaches. Seppi, komm mal. Genau, komm. Hey Seppi, der Song. Wow. Aber Alter, du musst an deiner Stimme arbeiten. Ja, genau. Hol alles aus dir raus. Alter, er ist so hübsch. Mega. Und sein Body, hey. Alter, ich hab Durst. An Getränke hat niemand gedacht? Getränke. Das ist es. Hey Alter, was machst du da? Alter, was machst du? Ich versuche, die Stimme rauszuholen. Hä? Oh, du hast gesagt, ich soll an ihr arbeiten. Oh no! Alter, wie kann man nur so dumm sein? Ach, Alex, hey. Sei nicht so hart zu dir selbst, ne? Mach viel lieber Party! Rock your body. Everybody. Rock your body right. Backstreet's back. Alright. Tell you what I want, what I really, really want. So tell me what you want, what you really, really want. I'll tell you what I want, what I really, really want. So tell me what you want, what you really, really want. I want it, 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 really, really, really want it. Zig, zig, ah. Oh my God, we're back again. Brothers, sisters, everybody's in. Gonna bring the flame, I show you how. I got a question for you, better answer now. Hey. So here's a story from A to Z. You wanna get with me, you gotta listen carefully. We got M in the place who likes it in your face. You got she like MC, who likes it on it. Easy V doesn't come for free, she's a real lady. And as for me, haha, you'll see. Slam your body down and wind it all around. Slam your body down and wind it all around. Rock your body. Everybody. Rock your body right. Backstreet's back. Alright. If you wanna be my lover, you gotta get with my friends. Make it last forever. Friendship never ends. If you wanna be my lover, you have got to give. Taking is too easy, but that's the way it is. Geiler Sound! Ich liebe die Backstreet Girls. Von denen habe ich sogar ein Polster zu Hause. Poster, Seppi. Und sonst hast du auch noch ein paar Sachen vertauscht. But we love you, Sepp. Hey Jenny. Angie. Kalma. Hey Leute, Was ist, Jenny? Leute, habt ihr schon gesehen? Was? Die Baupfeiler. Baupfeiler. Die bauen Wohnungen hier. Hier? Ja, hier auf unserem Gelände, wo wir aufgewachsen sind. Dann wusstest du das? Nee. Findet das irgendjemand gut? Nee. Ich, Seppi. Ich bin gut. Alter. Hey, das lassen wir uns doch nicht bieten, oder? Gut gesprochen, Jenny. Hier machen wir die Regeln. Immer noch. Hey Alex, yes. Ihr lasst uns unseren Park nicht nehmen. Ja. Genau, Jenny, so gut. Unser Park. 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 Danke, Seppi. Unser Park. Gern geschehen. Jenny? Oh, schau mal. Oh. Warte. Säcki Boy. Ich hab was für dich. Nur ganz kurz.
Nichts. Warte, einen hab ich noch. 5 Franken für so eine Dose. Was? Hast du sie noch alle? Am Kiosk gibt's sie für 1 Franken. Du bist so ein Halsabschneider. So mies. Schämen sollst du dich. Alter, wir lassen uns von dir doch nicht verarschen. Ich hab doch alles hierher geschleppt. Du hast ja gar nichts zu melden. Mir wird schlecht. Ja, immer wenn ich den sehe. Den Arzt sollte man verklagen, der deiner Mutter von der Abtreibung abgeraten hat. Opfer. Missgeburt. Fickfehler. Schäm dich. Ich verfluch den Tag, an dem du geboren wurdest. Ah! Was? Alarm! Alarm! Er strahlt wieder! Alle Gasmasken auf! Wow. I'm waking up to ash and dust. I wipe my brow and I sweat my rust. I'm breathing in the chemicals. I'm waking in, shaping up and checking out on that prison bus. This is it, the apocalypse. Whoa, I'm waking up. Checking out on that prison bus. This is it, the apocalypse. Whoa, to the new age. This is the apocalypse. Oh, yo, radioactive. Hey, geht's noch? In was für einer Welt lebt ihr eigentlich? Wie könnt ihr den Sekt nur so fertig machen? Er ist doch selber schuld. Was hab ich denn falsch gemacht? Ich sag, du sollst deine Fresse halten. Alter, was ist dein Problem? Lass den Sekt einmal ausreden. Okay. Was hab ich denn falsch gemacht? Alles! Du versuchst dazuzugehören, bist aber keiner von uns. Schau mal dein Style an zum Kotzen. Ja. Deine Größe, du bist so unglaublich klein, das gibt's gar Und nicht. deine Brille, voll Du behindert. gehörst einfach nicht dazu. Begreif das endlich. Hau ab, verschwinde. Hau ab. Verpiss Verpiss dich. Immer, hau ab. Lass! Alex! Advocate will bring out the bugged out drill. Just lose your mind, this is the time. You can't stand still, twist and bang your spine. Just bob your head like me, a booty. Up inside your club or in your Bentley. Get messy, loud and sick. Your mind past normal on another hat trick. So calm them now, do not correct it. Let's get ignorant, let's get hectic. Everybody, everybody, let's get into it. Get stupid, get it started, get it started, get it started. Let's get it started. Let's get it started in here. Let's get it started. Let's get it started in here. Let's get it started. Let's get it started in here. Let's get it started. Let's get it started in here. Let's get in here. Let's get in here. Let's get in here. Jenny, merkst du es denn nicht? Was? Was für eine Schlange Zack ist. Er macht einen auf Opfer. Dabei zockt er uns alle ab. Ja. Er ist eine gierige, blutsaugende Zecke. Unser Geld.
so viel. Jenny. Scheißgeld! Sagt. Jenny? Schon mal dran gedacht. Ich will niemanden vermissen. Komm, Olivia, wir gehen. And take my pain like an empty bottle takes the rain and heal, 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 heal. Das ist unser Platz. Halt das Maul, Zwerg! Fisch ab. Er ist verseucht. And heal, 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 heal. And tell me something's left. And tell me something's left. Halt deine Fresse! Verschwinde. Halsabschneider! Du gehörst einfach nicht dazu! Du bist so unglaublich cool. Deine Brille voll behindert. Abschneiderhals! Miese Ratte! Verpiss dich, Missgeburt. Schäm dich! Like an empty bottle takes the rain and heal, heal, hell, heal, and tell me something's left, and tell me something's left, and tell me something's left, and tell me something's left.
Ach, Hans-Peter, sei nicht so streng. Es sind doch nur Kinderchen. Was machst du hier? Wo sind sie alle Kinderchen? Wo ist das illegale Festival Sapperlot? Ist vorbei. Ist das dein Geld? Oh. Hast du ihnen die Getränke verkauft? Sapperlot? Hättest noch mehr verlangen können. Aber das kannst du ja noch lernen. Stille Wässerchen gründen tief. Ich mache den Vorschlag. Du machst bei mir die Ausbildung zum Immobilienmakler. Und ich verspreche dir, du wirst so richtig viel Kohle machen. Und mit Geld, Zecke, kannst du dir alles kaufen, was du dir wünschst. Ich heiße Zack. Namen. Ich weiß irgendetwas mit Z, aber Namen sind nicht so wichtig. Ich liebe es. Schlägst du ein? Alles klar. Komm, Junge, du kriegst neue Kleider. Los. An die Arbeit! Los! Hey, alles glänzt, so schön neu. Hey, 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 hey. Wenn's dir nicht gefällt, mach neu. Hey, alles glänzt, so schön neu. Hey, 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 hey. Wenn's dir nicht gefällt, mach neu. Hey, alles glänzt, so schön neu. Hey, 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 hey. Wenn's dir nicht gefällt, mach neu. Wo bleibt der? Ich weiß auch nicht. Ich habe auch noch abgemacht. Das gibt's ja nicht. Diese Gegend hier passt mir gar nicht. Schau, schau. Ah, hallo. Hallo. Danke, dass du an uns gedacht hast. Gerne. Schließlich kennt man sich ja noch von früher. Wie lange ist das her? 5, 6 Jahre? 10. Wir haben hier eine großzügige Wohnung. 70 Quadratmeter. Was, 70 Quadratmeter mit 2 Kindern? Beste Lage. Keine Anbindung an die Öffentlichen, irgendwo im Industriegebiet. Beste Lage. Kommen wir zu den Kosten. Jetzt bin ich aber gespannt. 3.600 Franken. 3.600 Franken? Für eine Altbauwohnung? Jugendstil. Das ist nichts. Unglaublich, dieser Preis. Aber wir haben sonst nur Absagen bekommen. Marvin. Ach, na gut. Super. Ihr müsst nur noch hier unterschreiben. Gratuliere. So ein geldgieriger Sack. Hey, ich brauche jetzt die Mädels. Was? Ja, du hast ja dann heute Abend frei. Ciao, meine Süßen. Tschüss. Zack? Hey, warum hast du mich nicht an deine Party eingeladen? Ich keinen Bock hab, dich mit anderen Männern zu sehen. Dann bedeutet ich dir also immer noch was.
Schon lange nicht mehr. Von mir aus, komm zu der Party. Ach ja, vielleicht hast du noch eine gute Idee für einen Promi? Schau mal da. Der war gerade in der Stadt. Irgendwie kenne ich den. Hey, so schön, dass du auch wieder mal mit uns unterwegs bist. Ja, endlich. Ja. Säcki Boy! Alles klar mit deinen Wohnmobilien? Immobilien. Aber danke für die Einladung. Ich kann leider nicht kommen, aber Marvin kommt gerne. Ich bringe jemanden mit. Seit wann hast du eine Freundin? Suchen einen auf Tinder. Oh. Das ist doch Jenny. Jenny. Ja. Ach komm, die ist auf jeder Plattform. So eine Schlampe. Macht's mit jedem. Was? Ah, Langlauf. Cool. Voll die Bitch. Bitch! Aber weißt du was, Sebi? Nimm dir Jenny, dann kannst du dir die Matratze sparen. Geht's eigentlich noch? Das ist hier keine Matratze. Ich schlaf nicht einfach mit jedem. Ganz ehrlich, so sieht's aber aus. Ich habe gedacht, das wären deine Freunde. Ja. So schnell kann man sich täuschen. Anscheinend gehöre ich nicht mehr dazu. Jetzt weißt du mal, wie sich das anfühlt. Beschissen! Ja, aber die können mich doch mal! Was die können, kann ich schon lange. Fertig machen? Ich mach sie so kaputt. Und Angelina kommt als Erste dran. Hey, Zack! $3.600 Franken für diese Bruchbude. Wie hast du jetzt das wieder hingekriegt, Zappelot? Ei. Ich kann offen mit dir sprechen. Eine Frau von der Klasse Svetlanas hat viele Bedürfnisse. Unsere Wohnung ist ihr zu klein. Habe ein Schloss gekauft. Was? Ja. Voilà. Was ist das? Das ist der Schlüssel von der Wohnung. Sie gehört dir. Danke. Männer von unserem Kaliber bedanken sich nicht. Entweder man bedankt sich oder man hat Geld. Übrigens, ich wünsche dir eine tolle Party heute Abend. Kannst ja gleich in der neuen Wohnung feiern. Geil, oder? Hey, Junge. All my friends are heathens, take it slow. Wait for them to ask you who you know. Please don't make any sudden moves. You don't know the half of the abuse. Cheers. Ja, schön dich zu sehen. Kein geilen Abend. Hi, hi. Ja, haben wir schon mal vorgeglüht, ne? Die Namen von den Mädchen. Hey, Alex. Guten Abend. Hey, Hey. Ladies. Oh. Was für eine Stimmung kommt. Geile Party, Zack. Mega! Super Drinks. Wahnsinn! Ey! Wodka Lemon. Party! Wahnsinn, Zack! Mega viele neue Freunde! Ah, die habt ihr doch alle nur gekauft. Was läuft bei euch so? Hey, Alex! Hey. Ah, schön, dich zu sehen! Ja, ebenfalls! Was für dich? It's a Cheers! Marvin, Ja! stimmt es, dass er dich und Angelina voll abgezockt hat?
fällt die ganze Zeit raus. Ja, wenn du den Staubsauger reinsteckst. Und unter der Dusche hast du knapp 2 Minuten warm Wasser. Gar nicht. 2 Minuten? Ja, weil der Boiler von AliExpress ist. Ja, weil schon wieder Soll er mal selber kalt duschen? Ja, Mann. Zu geizig, um zu renovieren. Ja. Kein Wunder, was er jetzt hier. Scheiß Kapitalist! Aber hey, Was? ich meine, einer hat den Drink spendiert. Einem geschenkten schafft man nicht auf den Gaul! Einem geschenkten Gaul schafft man nicht ins Maul, Seppi. Sag ich doch. Aber Marvin! Ja? Keine Frage. Was machst du an der Party von einem Typen, der dich so abzockt? Ja, du bist schon. Ich sauf ihn an. Soll ich mir was von dem Geld zurück? Recht hast du! Das ist schon nichts mehr. Ey! Lass uns alles aus dieser Einladung aussagen! Runter mit dem Zeug, jawohl. Champagner für Ja, Mann. Das Zeug. Geil. Du wieder. Das kann nicht sein. Für dich? Hier, Marvin. Danke. Wo ist eigentlich Angelina? Zu Hause bei den Kids. Shit. Hey! Schon lange nichts mehr gesehen. Was? Drink? Ups. Ah, komm. Das musst du doch mal ausnutzen, wenn du nicht zu Hause bist. Noch ein bisschen. Los. Tschüss. Hey! Heidi! Gell, du weißt schon, dass du echt attraktiv bist, oder? Das hat jetzt schon lange nicht mehr jemand zu mir gesagt. Ich glaub zu lange. Komm, wir gehen. Hau rein. Ey, Leute! Ich auch noch einen. Achtung! Zacki! Zack! Oh, Zack! Hast du schon gemerkt? Es hat keinen Champagner mehr. Wir haben dich angesoffen. Herzlichen Dank für die Einladung. Einladung. Dankeschön. Lesen wir noch nie deine Stärke. Eintritt ohne VIP, Silberband, 250 Franken. Was? Shit! Zahlen. Jetzt. So. Habt ihr alle? Vergiss es! Scheiße. Sicher schon. Sicher nicht. Alex! Oh. Scheiß Party, ey. Geht ja gar nicht. Kein Bock. Marvin, hast du das? Marvin! Hast du das gesehen? Wo ist Marvin? Marvin! Ist er weg? Marvin! Habt ihr Marvin gesehen? Hey, Jenny ist auch nicht mehr da! Jenny auch! Jenny? Jenny, die Hey, die beiden waren doch vorhin hier zusammen! Shit! Los! Komm mit! Komm mit! Los! Wo sind die? Was ist? Komm mit! Wow. Da seid ihr ja! Oha. Marvin! Bro! Du! Ich muss gehen. Hast du ihn abgeschleppt? Habt ihr gefickt? Und jetzt? Hast du jetzt endlich dein Ziel erreicht? Ach, du bist... Ah! Wie kannst du nur eine Familie zerstören? Du miese Schlampe!
Du Hure! Schäm dich! Schämen sollst du dich! Was ist hier los? Sie hat mit einem Familienvater geschlafen. Ja. Sie? Ja? Und wo ist der Mann? Sie hat ihn verführt. Sie ist schuld. Genau. Genau so war's. Denkt ihr? Au. Ah. Weiß jemand? Wer ist das? Keine Ahnung. Erkennst du ihn? Was schreibt er da? Ich weiß nicht. Hat irgendjemand von euch noch nie einen Fehler gemacht? Dann kannst du sie jetzt fertig machen. Wenn sie dich nicht anklagen und verurteilen, dann tue ich es auch nicht. Jenny. Woher kennst du meinen Namen? Trink erst mal einen Schluck. Ist das Maulbeersirup. der Gärtner? Ich muss zu Zack. Gefunden. Der Gärtner. Nach all den Jahren. Papa, kann ich auf deine Schulter? Kannst selber laufen.
Ich möchte aber gerne. Frauen wollen immer etwas. Komm, hör auf. Ich habe mich immer so geschämt, dass ich ein Mädchen bin. Hallo? Warum so traurig, Jenny? Steigen Sie ein, kleine Dame. Halt dich fest. Nochmal. Und Endstation. So, jetzt gibt's ein Maulbeersirup. Prost. Es ist so schön irgendwie. Ich schäme mich nicht mehr. Zack, du musst ihn auch treffen. Unbedingt. Zack, du musst jetzt mitkommen. Don't believe me, just watch. 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 Hey, 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 oh! Jenny, es hat viel zu viele Leute. Zack, halt. Wir müssen zu ihm. Entschuldigung, dürfen wir hier durch? Jenny? Schau mal einer an. Zack ist auch hier. Vergiss es, du Zwerg. Du kommst nicht zu ihm. Tisch ab. Abschneiderhals. Halsabschneider, meint er. Du bist eine blutsaugende Zecke. Und mit so Typen wie dir will er ganz sicher nichts zu tun haben. 100 Pro. Mit dir will gar niemand etwas zu tun haben. Das war schon immer so und wird auch immer so bleiben. Er ist nicht wie du. Er ist ehrlich. Ja. Großzügig, nicht geizig. Ja. Er kommt! Schnell! Mach kurz, warte. Ja, hier in. Jenny, das bringt nichts. Zack, aber du musst ihn sehen. Wo denn? Weiß nicht. Doch. Der Baum! Don't believe me, just watch. Don't believe me, just watch. Don't believe me, just watch. Hey, 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 Uptown funk you up. Uptown funk you up. Say Uptown funk you up. Uptown funk you up. Uptown funk you up. Say Uptown funk you up. Uptown funk you up. Uptown funk you up. Say Uptown funk you up. Uptown funk you up. Uptown funk you up. Uptown funk you up. Say Uptown funk you up. Zachäus! Was? Warte, Zack! woher kennt er seinen Namen? Komm! Los! Was? Alex, mach irgendwas. Ich meine... Noch nie in meinem Leben habe Schnauze, du Zwerg, du hast ja gar nichts zu melden. Was wolltest du sagen? Noch nie in meinem Leben hat mir jemand so etwas gesagt. Komm.
Komm. Ich freue mich so, dich zu sehen, mit dir zusammen zu sein, zusammen reden, zusammen essen, zusammen alles. So etwas macht man doch nur mit seinen Freunden. Genau. Hey, mit dem will er zusammen sein? Hey, das ist das Hinterletzte. Es ist so peinlich. Hey, wenn der wüsste. Ich weiß. Sie haben recht. Nein, das haben sie nicht. Aber ich gehöre wirklich nicht dazu. Ja. Doch. Ab sofort zu mir. Tried to climb up high for this guy. Nobody would believe if they could see me now. I'm freaking out. Oh, does anybody feel me? My walls begin to fall. Ashamed of what I'd done, I gave up long ago. In life, you know, I used to aim so high, but somehow gravity got the best of me. Oh, does anybody feel me? My walls begin to fall. The moment you raise my eyes, I knew that everything changes. Everything changes inside. I know you never let me go. I'm starting to feel again. With you, my whole world is changing. Nothing will stay the same. I know you never let me go. Your love is all I know. So, das, was du hier siehst heute, ist die Geschichte von Zachariah. Wir nennen ihn Zek aus dem Neuen Testament der Bibel. Natürlich, wir haben die Geschichte ein bisschen modern gemacht, interpretiert, damit wir es auch ein bisschen besser verstehen. Zek hörte sein ganzes Leben, in seiner Kindheit und nach seiner Jugend an, immer nur negative Worte. Diese Worte haben ihn mega klein gehalten und auch eingesperrt. Worte wie, hau ab, du Missgeburt. Und diese Worte hinterließen im Zek tiefe, tiefe Narben und auch Wunden. Kein Wunder, ist er nicht mit viel Selbstvertrauen durchs Leben gezogen. Hey, ich denke, wir alle kennen das irgendwo. Das sind Worte, das sind Aussagen, das sind Festlegungen, die man macht. Und man hat dann so ein Schuldgefühl und tiefe Wunden und man fühlt sich wie alleine, im Regen gelassen, wie ein begossener Pudel. Und man versucht sich dann irgendwann selber zu befreien. Ganz einfach. Wir kompensieren, wir sind Weltmeister. Zek dachte, wenn ich Geld verdiene, dann werden Menschen auf mich hochschauen.
Und wir denken, wenn ich leiste, werden mich Menschen beachten. Wir denken, wenn ich viele Followers auf Instagram habe, meine TikTok, was auch immer du machst, dann werde ich diese Würde und Achtung bekommen, die mir zusteht. Und du merkst, alle diese Kompensationen führen zu nirgendwo hin. Und zum Glück kommt da Jesus Christus ins Spiel. Komm, ich muss heute Gast sein in deinem Haus. Und es bedeutet nichts anderes, dass Jesus in mein Leben kommen möchte. Hey, wenn Menschen dich nicht willkommen heißen im Leben, weil du vielleicht zu wenig geleistet hast, zu wenig cool, zu wenig trendy, zu wenig hübsch, zu wenig intelligent. Wir haben immer etwas zu wenig. Und Menschen dich nicht willkommen heißen im Leben mit Mobbing, mit Missbrauch, was auch immer, dann streckt dieser Jesus seine Arme mir entgegen. Komm. Wenn Menschen uns nicht annehmen, vielleicht bist du in deinem Leben missbraucht worden, du kennst Mobbing, du bist vielleicht sexuell missbraucht worden, emotionell, geistlich, was auch immer deine Geschichte ist. Und das hinterließ eine tiefe Narbe in uns, ein unglaubliches Schamgefühl. Was auch immer in deinem Leben geschehen ist, wenn es jemand gibt, der weiß, was Liebe bedeutet, dann ist es dieser felsenfeste Jesus. Ich bin gekommen, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Und er nimmt mir meine Scham weg und ersetzt es mit einer ganz krassen Würde. Und er bekleidet mich mit einem neuen Mantel. Jesus zeigt uns auf, wie Gott uns sieht, wie Gott uns liebt, wie Gott über uns denkt. Er nennt uns seine Söhne, seine Töchter. Und dieser Gott hat keine Angst von diesen Sachen, die uns Scham so im Leben hinterlässt. Scham, das sind die Dinge, wo wir im Leben verletzt worden sind. Wir alle kennen diese Verletzungen. Es gibt Dinge, über das haben wir noch mit niemandem darüber gesprochen. Ich kenne Menschen, die haben schon seit 40 Jahren Dinge erlebt und sie haben bis heute nicht den Mut gehabt, das auszusprechen, weil die Wunde, die Enttäuschung, die Verletzung ist so tief. Das kann, wie gesagt, sagen, Mobbing sein, Missbrauch sein, was auch immer deine Story ist. Und dann tun wir Dinge, die wir gar nicht tun wollen, weil aus der Verletzung raus wir das immer versuchen zu kompensieren. Genau in diesen Schmerz hinein. Da kommt die Osterbotschaft dieser Jesus Christus. Wenn wir uns getrauen, in einem Gebet unser Lebenshaus diesem Schöpfer Gott hinzuhalten, dann dreht er unser Leben um 180 Grad positiv auf den Kopf. Ich möchte euch einladen, hier in der Halle, in allen Settings und online mit mir zusammen zu beten. Und du merkst, das ist dein Thema, nicht angenommen, Geschichten erlebt und du merkst, es fällt dir so schwer, die Vergebung von Jesus anzunehmen. Da lade ich euch ein, mit mir zusammen zum Gebeten. Vielleicht zum allerersten Mal. Das Gebet ist auf der Elevant abgeschrieben. Aber wie gesagt, du kannst gerne deine Augen zumachen zum Gebet. Ich lade euch ein, ganz kurz deine Augen zu schließen. Wenn du das willst, dann bete mit mir mit. Dann sag, lieber Jesus, ich lege dir alles hin. Allen Scham, alle Verletzungen und alle Aussagen. Ich kann und will nicht mehr damit leben. Ich lade dich ein, in mein Leben zu kommen. Ich lade alle diese Worte bei dir ab. Ich möchte ganz kurz das Gebet unterbrechen. Ich möchte dich fragen, welche Worte, welche Situationen möchtest du jetzt konkret, vielleicht zum allerersten Mal oder zum x-ten Mal
deinem Jesus hinhalten. Ich werde dich bitten, sprich das aus, jetzt, wo auch immer du bist, in deinem Herzen, weil Gott hört. Und ich danke dir, dass du meinen Scham von mir wegnimmst. Danke für deine Würde. Und danke für deine Liebe. Und wir sagen Amen. Oh, does anybody feel me? Our love will be enough. The moment you met my eyes, I knew that everything changes. Everything changes inside. I know you never let me go. I'm starting to feel again. With you, my whole world is changing. Nothing will stay the same. I know you never let me go. Your love is all I know. Your love has brought me home. I know you never let me go. Your love has brought me home. I know you never let me go. Your love has brought me home. I know you never let me go. Your love has brought me Euer Applaus. Wow. Ich höre den Applaus auch von online, ich höre es von Österreich, von Amerika, Loft, all over. Hey, vielen Dank. Bevor wir zum Grande Finale kommen, sind noch nicht ganz am Ende. Ihr dürft auch mal ganz Platz nehmen. Noch nicht ganz am Ende. Ich habe ein paar Ansagen für euch. Erstens, wir haben uns entschieden, das Musical werden wir die nächsten 2 Sonntage das nochmals vertiefen mit vielen Elementen vom Musical. Und wenn du denkst, dieses Thema hat zu tun mit irgendjemandem, den du kennst, es ist so einfach Social Media, schick doch einfach den Link das weiter für die nächsten 2 Sonntage, wo wir ganz speziell dieses Thema mit den Elementen aufgreifen werden. Das ist etwas ganz, ganz Neues, haben wir noch nie so gemacht, was Einmaliges. Wenn du zum Beispiel zum allerersten Mal das Gebet mitgebetet hast, wir haben so einen Entdecke-Gott-Kurs entwickelt und das ist ein ganz einfacher Kurs, wo es darum geht, dass du diesen Gott auch kennenlernen kannst. Wenn das etwas wäre für dich, dann link dich einfach ein, melde dich an. Oder du sagst, ich hätte gerne Anschluss in der ICF Church, dann kannst du gerne die Connect-Karte bei uns ausfüllen. Es geht uns darum, dass du einfach wie möglich in unserer Church Anschluss finden kannst in dieser großen Big Family, wodurch die Online-Community eigentlich weltweit geworden ist. Das ist mega cool.
Zum Musical kann ich euch sagen, das ist die längste Produktion, die wir gemacht haben. Die haben über fast 2 Jahre geprobt, weil letzten Ostern konnten wir es nicht aufführen. Die mussten überlegen, 2 Jahre warten auf diesen Auftritt vor 50 Leuten zu spielen. Und die waren mega motiviert. Ja, mega motiviert. Denkt immer daran, wir haben ja verschiedene Settings und das online und so. Und wir möchten gerne heute eine Kollekte einziehen und ich möchte euch zudem Folgendes erklären. Normalerweise haben wir so 13.000, 14.000 Besucher, das gehen so Bergbäcker durch die Körbe. Und immer was die Leute spenden, konnten wir jedes Jahr die Kosten vom Musical decken und einen großen Teil auch nach ICF Kambodscha geben. Und das werden auch heute tun, wir werden eine Kollekte einsammeln, um die Kosten zu decken. Die sind nicht ganz klein und dann der Rest geben wir nach ICF Kambodscha weiter, dass du einfach weißt, wir sind eine sehr großzügige Church. Und das ist ein Clip von ICF Kambodscha, dass du weißt, wo geht heute auch die Kollekte konkret hin. Over to Andy Strupler. Die Pandemie hat hier in Kambodscha totales Chaos ausgelöst. Für uns als ICF gab es eine Riesenchance, hier in diese Krise reinzuspringen und den Menschen ganz praktisch zu helfen. Wir haben Hunderttausende von Mahlzeiten den Menschen gegeben und auch die Möglichkeit genutzt, ihnen das Evangelium zu bringen. Ende Jahr kam dann ein ganz harter Schlag, als wir alle unsere Celebrations schließen mussten. So haben wir angefangen, in den Häusern Celebrations zu machen. Das hat unglaublich viele neue Leute angezogen und viele Leute haben so Jesus kennengelernt. Das hat wiederum ausgelöst, dass wir bereits schon 38 von diesen Menschen taufen durften. Die eine Krise gibt die andere Möglichkeit. Und ich bin sehr dankbar, hier in Kambodscha zu sein, praktisch den Menschen zu helfen und mitzuerleben, wie Jesus Hoffnung bringt und Leben bringt in diese Situation. Danke vielmals für deine Unterstützung, dass wir zusammen unterwegs sind in dieser großen Mission. Mann, Also das ICF Kambodscha, möchte ich euch sagen, jedes Jahr unterstützen wir ICF Kambodscha mit dem Musical. Wir haben sehr, sehr langfristige Partner und ich finde es mega cool, dass ihr auch seht, das, was du gespendet hast vor 2, 3 Jahren, sieht man in Kambodscha, macht einen Unterschied. Also manchmal spendet man Geld und denkt man, oh, wo ist das Geld hingekommen? Und man sieht in Kambodscha effektiv auch, was ihr gegeben habt, hat einen großen Unterschied gemacht. Wir machen es ganz, ganz einfach. Wir haben einen großen QR-Code auch online eingeblendet. Oft denken Leute, es ist so mega groß und so. Ganz, ganz einfach, weil wir müssen es ja einfach machen. Wir können ja nur noch online im Moment spenden. Darum möchte ich euch bitten, euer Smartphone nach vorne zu holen, ob du 1 Euro, 1 Schweizer Franken oder 5.000 Euro spendest. Was auch immer du spendest oder spenden kannst. Aber ich möchte dich motivieren, nur schon 1 Euro zu spenden ist besser als gar nichts zu geben. Das ist immer so meine Motivation. Und das ist der QR-Code. Kannst einfach einscannen, ganz, ganz einfach. Und während ihr das macht, möchte ich euch, bevor wir weitergehen, noch eine kleine Sache erklären. Hier oben im Musical gibt es viele Details, was man nicht sieht. Hier ist eine Taube, schau mal, die scheißt runter. Merkt ihr? Da bin ich jetzt nicht runtergestanden, genau. Ist so krass. Und das heißt, im Musical gibt es so viele kleine Details auf der Bühne, hinter der Bühne und zwischen der Bühne und unter der Bühne. Und lasst uns ganz, ganz kurz diesem Team einen Monsterapplaus geben, weil es ist im Detail liegt das Leben. Das Leben, come on. Woo! Come on. Come on. Also, während dem Geben, Kollekte, ein Song, danke fürs Geben, ihr seid spitzencool, super, danke vielmals, God bless you, danke, alles. Danke Taube auch, hast mich nicht getroffen. Clouds, oh, 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 oh. I stretch my hands out to the sky. We dance with monsters through the night. Oh, 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 oh.
Ich kann es nicht glauben, was für ein Musical. Auf dem Schild ganz am Schluss stand, ich bin reich beschenkt, bedient euch. Und ich fühle mich reich beschenkt von diesem Musical. Unglaublicher Tiefgang, unglaubliche Freude. Es war wirklich, wirklich schön. Und auf dich warten noch spannende Interviews, sogar auch mit Leuten aus der Crew. Und ich möchte einfach auch noch das Thema aufgreifen, nochmals von dieser Tiefgang, von dem Tiefgang im Musical. Und zwar waren die Themen Mobbing, die Themen Betrug, das Thema Suizid wirklich auch sehr berührend und bewegend. Und wir als ICF möchten dir eine Hand hinstrecken. Du darfst dich bei uns melden. Auf icf.ch/connect darfst du einfach ein Formular ausfüllen, das direkt zu unserem Social Care Team geht. Das sind Menschen, die sich mit dir auf den Weg begeben oder dich begleiten zu professioneller Unterstützung, weil es uns wichtig ist, diesen Themen zu begegnen. Und es sind auch weitere Links eingeblendet von Fachstellen, wo du dich melden kannst, gerade auch wenn Mobbing für dich schwierig ist. Und auch das Gebet, wir möchten dich mittragen im Gebet. Du darfst auch im eingeblendeten Link, darfst du dein Gebetsanliegen mit uns teilen und wir stehen im Gebet ein für dich, damit wir zusammen als Familie diese schwierigen Zeiten durchstehen können. Und es ist wirklich einfach schön, dass wir als Kirche so Deep Talk und Real Talk ermöglichen. Leo hat es bereits gesagt, aber wir werden die nächsten Sonntage, diese Celebrations, auch nochmals auf diese Themen eingehen. Drum schalt die Glocke ein, dass du benachrichtigt wirst und sei dabei. Jetzt für ein erstes Interview, bevor ich dann die Crew bei mir habe, schicke ich euch zu denen. Ja, Janice, ich bin da in der Halle und die 50 Leute, ich habe da 2, 3, 4 Besucher gefunden. Ich möchte Sie kurz fragen, wie das Musical war für Sie. Komm mal ganz kurz. Hallo miteinander. Ihr wart jetzt hier beim Musical. Erste Impressionen für unsere Online-Zuschauer auf YouTube. Wie war das Musical für euch? Also das Musical war für mich grandios, weil es ein ganz, ganz heikles, sensibles Thema angesprochen hat. Auf eine Art, wie ich es verstehe und ich denke viele andere auch. Wir waren oft in der vergangenen Zeit in diesen Musicals, haben auch mitgearbeitet. Aber es ist immer wieder etwas Besonderes, einfach dabei zu sein und sich berühren zu lassen. Ja. Hat mich sehr berührt. Diese Zeit, diese Themen und einfach auch dieses klare: Du bist willkommen bei Jesus. Wunderbar. Wie ist das für euer erstes Musical? Ja, also ich finde, das Musical hat gezeigt, was heute in der Welt los ist. Das ist ein Spiegelbild, was wir alle Tage in der Tagesschau mitbekommen. Die Jungen, die rebellieren, die keine Zuflucht mehr finden. Und das hat was ganz schön gezeigt hier. Hey, das ist großartig. So gut, ey. So schön seid ihr da. Ich habe noch ein Geschenk für euch. Ernst, ich weiß, du möchtest gern so eins. Eine Erinnerung an dieses Musical für dich. Von Zachariah. Danke, habt ihr kurz Einblick gegeben in euer Erlebnis heute. Wunderbar. Ich wünsche euch ein gutes Ostersonntag. Danke vielmals. Und somit gebe ich zurück zu dir, Janice. Bei dir stehen, ich glaube, wunderbare Gäste. Richtig, gell? Sehr cool, Dan. Auch wir im Online-Studio dürfen noch 2 T-Shirts verschenken. Darum schreib noch in den Kommentaren, wieso du diese Erinnerung zu diesem Musical haben möchtest. Und ich habe jetzt 2 wunderbare, talentierte Menschen bei mir. Cool seid ihr da für das Interview. Du hast Jenny gespielt, du hast Alex gespielt. Stellt euch doch in einem Satz kurz vor. Ja, ich bin Paddy und hoffentlich sonst im richtigen Leben ein bisschen netter als auf der Bühne. Genau, ich bin die Christine, genau, und hoffentlich im echten Leben nicht so ausgestoßen. Nein, keine Ahnung. Genau, ja. Klingt super. Wie war es für dich, Paddy, dass du in dieser speziellen Rolle gespielt hast? Es war schon eine Herausforderung, weil ich eigentlich eine People-Person bin. Also ich habe gerne Leute, ich bin gerne in der Gruppe. Und dann zu wissen, dass ich dann die Gruppe immer spalte, indem ich gegen jemanden so aggressiv, so böse bin. Es hat schon eine Zeit lang gedauert, bis das in Fleisch und Blut überging.
Ja, das stelle ich mir wirklich herausfordernd vor. Und mich würde es wundern, du hast auch eine schwierige Rolle gespielt. Wie hast du dich auch vorbereitet oder wie hast du dich so versucht einzutauchen in diese Geschichte? Also ich glaube, mega viel hat mir geholfen, dass ich halt ganz viel Gespräche auch mit den Coaches hatte, wo uns im Schauspiel gecoacht haben und die mir mega geholfen haben, in die Rolle reinzufinden. Ich habe tatsächlich jetzt noch in der Vorbereitung auf die Ostern noch eine Serie geschaut, wo ich einen Charakter gesehen habe, wo ich dachte, der ist ein bisschen ähnlich wie Jenny und das hat mir dann auch so ein bisschen geholfen, jemand anderes zu sehen, der so ähnlich was spielt, mich da ein bisschen mehr reinzufühlen. Ja. Spannend, spannend. Du hast gesagt, ihr hattet sogar Coaches. Für mich klingt das beeindruckend, aber verständlich, es war so gut gespielt. Und wie lange seid ihr jetzt schon wirklich in den Proben eigentlich? Also ein Teil der Crew, und da gehören Christine und ich dazu, seit über einem Jahr, seit 1,5 Jahren, weil wir schon eigentlich letztes Jahr da mitgemacht hätten. Ja, genau. Und aber ein großer Teil ist dann am Ende oder Anfang dieses Jahres dann dazugekommen. Mhm. Und mich würde es wundern, habt ihr in eurem Leben vielleicht jemand von euch schon so ein Erlebnis gemacht, wo Jesus euch in Schwierigkeiten begegnet ist? Erlebt ihr das auch? Das, was ihr gespielt habt, diese Bibelgeschichten, dass Jesus in diese Herausforderungen auch euch begegnet? Also für mich ist, glaube ich, gerade aktuell redet das Musical mega fest auch zu mir. Und ich merke, ich brauche genau diese Annahme in all meinen Fragen, die ich gerade habe und Prozessen, die ich durchgehe. Und da ist es für mich so schön, darf ich die Jenny spielen, die einfach den Jesus umarmen darf. Und es geht mal überhaupt gar nicht darum, was hast du jetzt da gerade verbockt oder was hast du jetzt da gerade gemacht, sondern es ist einfach, das ist einfach Annahme. Und deswegen, ja, im Moment kann ich das gerade sehr in meinem Leben auch spüren. Ja. Danke für den Einblick. Und ich weiß nicht, ob ihr euch zu Hause auch fragt, aber mich nimmt es Wunder, wie ist so das Feeling, wenn man mit so einer Crew so lange unterwegs ist? Wächst man da so zusammen? Sehr, sehr. Also Nico, der die ganze Crew leitet, ich sage es immer, seine Hauptgabe, er hat ja 1000 Talente und Gaben, seine Hauptgabe ist, ein bisschen, nicht nur ein bisschen, sondern richtig Himmel auf die Erde runterzubringen. Ja. Also es hat nie ein Gestürm, nie Streit, nie irgendwelche Querelen gegeben, sondern es ist wirklich so sehr kitschig, sehr kitschig gewesen. Wir sind wirklich zu einer großen Familie zusammengewachsen. Wow, wirklich schön. Ich danke vielmals für euer Investment in den vergangenen Jahr sogar, für heute euer Investment, für den Einblick. Schön wart ihr mit uns und ich bringe euch jetzt noch mal zu Dan. Absoluten jungen Stars. Hey, danke vielmals für euer Musical. Ja? Was sagst du? Hat Spaß gemacht? Ja, aber es hat mega lange gedauert, bis wir es endlich konnten und wir mussten mega viel üben. Ihr habt das so gut gemacht. Wenn es euch gefallen hat, vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren, den Daumen hoch zu drücken, die Glocke zu aktivieren. Heute Abend streamen wir nochmal live. Seid ihr ready heute Abend? Ja! Wir freuen uns schon, aber das ist leider auch der letzte Tag. Oh, mega. Also nicht vergessen, lade deine Freunde ein. Heute Abend tune in und neben mir ist der Nico. Wir danken euch von ganzem Herzen, dass ihr dabei wart. Es war eine große Ehre für euch zu spielen, riesig. Wir haben es genossen, unglaublich für euch zu Hause zu spielen. Und wir wünschen euch allen wirklich eine wunderschöne Ostern. Und Jesus ist bei euch, er liebt euch über alles. Und wir sagen alle zusammen, tschüss, ciao, ciao.